Wir sind hier mit Eniteo.de, dem Derivateportal der DZ Bank. Ja, wir richten uns an den Selbstentscheider, derjenige, der sich informieren will, derjenige, der wissen will, was in den Aktienmärkten los ist, der charttechnische Analysen haben will, der fundamentale Analysen haben will. Und das präsentieren wir hier an unserem Stand. Ja, und wir sind auch aktiv im Social-Media-Bereich. Wir haben eine Facebook-Seite, auf der wir immer interessante Neuigkeiten, Analysen präsentieren. Also ich glaube, mittlerweile haben wir doch schon einiges, was wir an Informationen auf Eniteo.de dem informierten, dem interessierten Anleger zur Verfügung stellen können. Uns ist dieses Jahr sehr wichtig, ein ganz bestimmtes Produkt, das nennt sich Alpha Turbo Zertifikat. Da sind wir sehr stolz auch drauf, im letzten Jahr den Zertifikate Award vom Zertifikate-Journal verliehen bekommen, letztes Jahr im November. Das ist ein sehr einfaches, transparentes Produkt, mit dem man Relationen von Aktien gegenüber einer Benchmark, meistens dem DAX, spielen kann, mit dem man das ausnutzen kann. Wenn sich beispielsweise eine Aktie besser entwickelt als die Benchmark DAX, dann kann man das sehr einfach und sehr transparent über Alpha Turbo Zertifikate umsetzen. Wir haben in erster Linie einige Produkte, Anlage- und Hebelzertifikate, rein auf deutsche Aktien. Da wissen wir, dass wir gut drin sind. Wir haben ein sehr gutes Research. Wir werden wahrgenommen als deutscher Emittent, als deutsches Haus. Wir haben 30 Millionen Kunden in Deutschland mit der DZ Bank über unsere Volksbanken. Und da glauben wir auch wirklich wahrgenommen zu werden. Insofern haben wir unsere Produkte in erster Linie auf deutsche Aktien. Da sprechen wir über interessante Alpha-Turbo-Zertifikate, über Bonuszertifikate, Discounter, aber auch Aktienanleihen. Insofern glauben wir, eine große Bandbreite dem Anleger bieten zu können, wie er aktuell die Märkte einschätzen kann, aber auch umsetzen kann. 15.000 Besucher hatten wir im letzten Jahr. Ich glaube fest daran, dass wir das wieder erreichen. Vielleicht nochmal einen Schnaps mehr, 1.000, 2.000 Kunden mehr. Da würden wir vielleicht sogar den Rekord brechen, der bei ca. 17.500 steht. Also die Chancen stehen gut, denn leider Gottes durch diese Ereignisse in der letzten Woche sind viele verunsichert und wollen sich informieren, wollen wissen von den Emittenten, die Research da haben, was passiert da, was hat es für Auswirkungen auf den deutschen Aktienmarkt.